Das filmt jetzt schnell. Wenn man hier einen Kaffee macht, die Leute wollen wissen, wie sie das selber einen Kaffee macht. Macht einen mit Filter oder ohne Filter, schiebt alles zusammen, sauft einen mit Satz oder ohne Satz, verstehst du? In so einem kleinen Ort und in so einer kleinen Schule hat man die Kinder von der 1. bis, jetzt nicht mehr, aber damals bis zur 8. Klasse. Und ich habe damals den Sport gegeben und da war ich natürlich mit ihm immer beieinander. Dazu muss man sagen, er war in nichts auffällig. Er war ganz ein gewöhnlicher Bub. Was er immer hatte, eine ausgezeichnete Stimme und ein ausgezeichnetes Gehör. Er konnte sofort jedes Lied aufnehmen und fehlerfrei nachsingen. Er war einer, der die Stimme halten konnte, die man also sehr gut für mehrstimmigen Gesang brauchen konnte. Er war einer, der im Kanon nie umwarf, an den sich die anderen einhalten konnten. Und einer, der sehr gern sich traut hat, da steige ich rauf und singe, auch wenn er es noch gar nicht so gut gekonnt hat. Er hat sich, bayerisch steht man sagen, nichts geschissen. Er hat also wirklich, hat man damals schon gemerkt, Angst hat er keine. Da ist er schon, der Hansi. Das ist wohl in der 2. Klasse. Ich war mal eine Zeit lang ein Bauer von meinen Alten, dann war ich mal eine Zeit lang der Lehrling von ein paar Küchenchefs, dann war ich mal eine Zeit lang Mechaniker, dann war ich mal eine Zeit lang arbeitslos, dann war ich mal eine Zeit lang, weiß ich nicht, jetzt bin ich halt wahrscheinlich eine Zeit lang Liedermacher oder was weiß ich was, und dann bin ich halt, weiß ich nicht, eine Zeit lang Rentner und dann bin ich eine Zeit lang tot. Die ist gleich ohnmächtig, du. Das ist gleich also der Schrucker, die Arme. Scheiße. Nix da? Ihr Säcke hier. Das ist ja richtig gemein. Ich habe halt am Anfang ein bisschen da geschaut, weil ich gesagt habe, Herr, das ist schade. Er hat immer Mensch, gesagt, jetzt das bringt doch eh nichts. Das ist ich habe gesagt, Mensch, jetzt geht, jetzt hast du Koch gelernt, hast Mechaniker gelernt, überall hast du wirklich gut gearbeitet, überall hast du gern mögen. Mensch, jetzt schmeißt du da jetzt einen Beruf hin. Ja, mir redet halt so, gell, wie es halt hergeht. Ah, sagt Papa, mein Gott, sagt er, das musst du mir überlassen, sagt er, ja, sag ich schon recht. Sag ich, mir ist gleich, was du machst, aber schau bloß, habe ich gesagt, dass du nicht runtergehst, eventuell mit deinem Plätzchen, was du machst. Ich habe aber gesagt, das ist vielleicht der Anfang ein Plätzchen, gell. Aber jetzt natürlich, weil er halt doch ein bisschen... Damals hat es ja für nichts Geld gegeben. Und wenn er also tatsächlich gesagt hätte zu seinem Vater, du kauf mir eine Ziehharmonika oder beispielsweise eine Gitarre, dann hätte er gesagt, wahrscheinlich du spinnst wohl oder so. Und erst im Nachgang wäre gekommen, ich habe kein Geld, und dann, wenn er das Ding gehabt hätte, dann hätte ihm keiner, da wäre sein Vater nicht in der Lage gewesen, da 6 oder 10 Mark, was damals eine Stunde gekostet hat, zu geben. Und so wie er singt, wäre es wahrscheinlich sogar falsch gewesen. Es war damals schon so, dass auch Musik ein Vorrecht der Wohlhabenden war. Erstens hatten die Instrumente und zweitens hatten die auch das Geld, dass sie einen Lehrer zahlen konnten. Einzige Instrumente, die man bei uns lernen konnte, war also auch wieder über den Trachtenverein. Die hatten 1 oder 2 Ziehharmonikas, die sie immer brauchten zum Schubleitl spielen, und da hätte er vielleicht eine geliehen bekommen, aber er mit seinem Verhalten, dem hätte man wahrscheinlich auch keine geliehen. Ich hätte mir gar nicht gewusst, bringt das wieder zurück. Wie geht's? Ja. Ich nehme dir meine Post hier, gell? Ja. Okay, alles klar. Wo ist der Rechnung von der Zeit? Von meiner Firma Rechnung, was habe ich mitgebracht? Das da? Ja. Von dem Zeug vorne? Mhm. Ja, okay, alles klar. Danke. Bitte. Was machst du heute? Ich habe einen Schrank beim Ingrid fertig machen. Achso. Ingrid hat schon angerufen, aber ich habe noch geschlafen. Gestern ist es so spät geworden. Schau her, das ist der Robert. Das ist der Robert und das bin ich. Also der Linke. Und der Rechte ist mein Bruder. So eine richtige Ahnengalerie. Hab ich da. Ja, wir waren halt Designer, verstehst du? Das ist sowas Ähnliches wie
Unser Haus da, das war halt praktisch die Staffelbrück von Weißbach. Also der Ortsteil Staffelbrück ist praktisch das Klosterviertel von Reichenhall, das ist praktisch slammäßig. Und so wie es halt in jeder Familie einen Bläden gibt, oder einer, auf den es halt abgewälzt wird und einer ist halt der Dumme oder was, so gibt es halt auch in einem Staatssystem die Bläden, die für alles verantwortlich gemacht werden und so. Und da waren halt praktisch wir in dem Dorf, wir waren praktisch die Staffelbrück, wir waren so das Lamm. Gerade, dass wir in den Garten zum Scheißen rausgegangen sind, aber wir waren halt so die Sehneien. Wir waren nicht die Sehneien, wir waren nicht beim Söllner, die sind da drum. Die Sehneien waren wir halt. Das ist okay, sag ich mir, verstehst du? Das ist okay. Ich bin lieber der Sehnein, bevor ich gar nichts bin. Ach, das. Geh dann runter. Michi? Okay, alles klar, oder? Andererseits geht es halt das Argument, dass sonst immer hinten dran sind. Ja. Argument, Und da haben sie echt ein Problem, die Österreicher. Gell? ja, weil sonst mit Also da sind sie Fortschritt und echt, Entwicklung irgendwie und haben sie so, da, das weiß ist ich dann nicht. nicht so. Da haben sie einen Minderwertigkeitskomplex, dabei ist es nicht schlecht, wenn du hinten dran bist. Ich bin gern hinten dran. Dabei fährst du immer als Erster voraus. Das ist doch unlogisch. Ich bin gern hinten. Ja, ja. Dran. Nein, 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 auch nicht, das ist auch Ja, Menschenskinder, das ist aber so eine Sache. Das ist halt alles so einfach mit dem Auto, verstehst du? Das ist halt irgendwie ein Riesenumweg hier. Ja, eben, das. Und das Gebirge ist hier. Das ist das